Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir gesehen haben, dass in der Kanalstadt hier einiges passiert ist. Und die Leute, die hier gewohnt haben, die sind ja ziemlich elendig gestorben, wahrscheinlich überrannt worden. Und der arme Kerl, der hat die Kinder hier richten müssen, damit sie nicht von den Infizierten gefressen werden. Und dann gehen wir doch mal weiter und gucken mal, was mit der Stadt noch so passiert ist. Davor gehen wir jetzt hier runter. Und, oh, ich weiß, was für eine Passage jetzt kommt. Das wird richtig hart, das wird echt gruselig, finde ich, ach. Und du haben wir definitiv Hey, einen ob es knifflige hier Part. rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ja. Oder darum. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ja, das müssen wir rausfinden. So, das Zeichen können wir nämlich aufnehmen, alles. Da haben wir schon alles voll. Waschle kennen wir nichts. Verbessern könnten wir zwar, aber ich warte, wie gesagt, auf die maximale Gesundheit. Dann wird's spannend. Ja, alles okay. Das war ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, wie kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg! Verschwindet! Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Später, dass er nicht sagt, dass er sich um die Ellie 8 kümmern soll. Aber jetzt haben sich mal die Rolle getauscht. Während die zwei aufeinander aufpassen, muss ich jetzt auf der Clay aufpassen. Aber der Sam, das ist so ein cooler Typ. Der weiß auch, wie man sich verteidigt. Ja, ich weiß. Ah, ich mag den Clay. Nee, der ist wirklich cool drauf. Einen Weg hier rausfinden, ja? Dann haben wir jetzt einen anderen junge Begleiter. Okay. Vorher das Zeicheissacke. Und ja, dort drüber droht uns schon die Gefahr. Was uns durch L3A gezeigt worden ist. Aber ich werde hier nicht rumschleiche. Ich krieg der Herzkasper, wenn ich das mache. Bleib hinter mir. Deswegen Wenn ich renne, rennst du. gehe ich vor wie die Axt im Wald. Uah. Gleich mal die Machete ausprobieren. Und die Riebabschlager. Da kommt schon der nächste Arg gejockelt. Aber du nämlich die Schrotflint. Das kann man so machen, wie ich das jetzt mache. Erstmal schieße und dann lass die Leute auch rennen. Pfui Teufel, was ist Sauerei. Ja, auf jeden Fall finde ich das immer so die geschickteste Variante. Man lässt die Viecher zu sich kommen. Die wollen M2 hier richtig Angst einjagen, indem sie hier überall rumrennen und rumzuppeln. Aber im Endeffekt, Batterie gewechselt, im Endeffekt kann man die auch zu sich kommen lassen. Da ist schon ein Stalker. Ah, den habe ich versucht jetzt da aus dem Winkel zu treffen. Ist leider nichts Woche. Und ich horch mich mal immer wieder so um. Und guck, ob ich nicht so Arena verwisch. Uah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du liebe Zeit. Oh, ich krieg so schon der Herzkasper hier, liebe Leid. Oh. Dann bascht man nochmal was für die Machete. Mann, oh Meter. Hä? Herz flattert schon. So kommt schon wieder einer. Aber der rennt fort. Ja, die haben hier als richtig miese Taktik getroffen, die Infizierte. Und ich gucke einfach, dass ich so viel wie möglich so schon verwisch. Immer wieder horche, wo sie gerade rumrennen. Dann kann man in etwa ihre Rennbahn bestimmen. Oh, ich will doch nicht hier, ohne Witz. Mann, 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 Mann. Ich weiß, ich misst eigentlich durch, aber ich will doch nicht hier, wenn die da rumzuppeln. Aber, oh, ich muss es machen. Ich muss es wirklich machen. Die wollen nicht mehr her, also muss ich zu ihnen. Pfui Teufel, nee, ich will nicht. Ah, na. Ah, die Geräusche, ja. Pfui Teufel, Mann. Oh, hechel doch nicht so, Mädel, das ist so widerlich. Oh, nein. Oh, nee. Oh, was ich doch schon für Blutbad da gerichtet habe. Ah, na. Ja, dann nämlich der Bogen im Gewehr ist nichts mehr drin. Aber der Bogen hilft uns hier wirklich herzlich wenig.
Ich tendiere doch eher zu der Schrotflint. Ach du liebe Zeit, ich puller mich hier selber noch beinahe ein vor lauter Arg. Doch, komm her, du Sabberjockel. Schnell wieder hochladen. Da komm schon wieder zwei um die Ecke zuppelt. Komm, dich krieg ich. Du bist. Jetzt krieg ich dich. Das sind aber immer saubere Kopfabtrenner von Joel hier. Du kommst her. Du kommst her. Oh, Mann. Ich sag's euch. Und ihr Schlag ist auch ein Gute, du Vieh. Oh, Mann. Noch was da? Ja, da hinten. Gott, beinahe der Henry noch erschossen. Der Sam noch erschossen. Komm her, du. Klicke die Dicke, die du. Du warst gut. Oh. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Oh, Mann. Das war's. Ich glaube, das waren nur 5 Minuten oder so, aber es kam mal vor wie eine Ewigkeit. Aber nachdem die Viecher jetzt so alle über die Jordan sind, kann mein Allahu uns umgucken. Und gucken mal, was es da noch gibt, außer Pilzcap und Blut und oh Mann, oh Meter. Ich sag's euch, wie der Bu noch so friedlich sein kann. Ich glaube, ich hätte mich eingepullert, ich hätte mich eingestuhlt, ich hätte vor lauter Schiss irgendwo in die Ecke kotzt. Hey, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Aber mir hätten sie ja überstanden und im Endeffekt kann ich nur drüber lachen. Aber das ist ja so eine Passage, die verleitet bewusst dazu, dass man eben Schiss kriegt. Eben weil die nicht alle auf einmal losrennen und dich angreifen, sondern weil die sich da noch schön versteckeln und in der Ecke rumrennen. Man muss zu ihnen gehen, dass sie dich angreifen. Aber Heidewitzka, das ist echt ein Nervenkrimi. Jetzt erstmal Leberwurst die Dose geföhnt, damit wir uns wieder ein bisschen beruhigen können, ein bisschen Wurst genascht. Dann geht's so weiter. Mann, Mann, Mann. Und da sehen wir ja auch, wie die Leute gelebt haben. Teilweise in der Nische von der Kanalisation. Da hätten wir noch ein Messer parat gehabt, wenn wir geschlichen hätten und die Viecher da mit dem Messer ausgeschaltet hätten. Alte Pille gibt's da auch noch. Springen wir da runter so ganz heroisch. Und dann gucken wir uns weiter an, was es da noch so Schönes gibt. Da haben sie sich da auch so kleine Unterkünfte gebaut. Ich meine, zum Pennen reicht's völlig. Und da hat man auch so ein klein bisschen Privatsphäre noch gehabt. Da gibt's noch ein bisschen Munition, das ist auch super. Aber Shorty, das ist auch eine von meiner absolute Favorite-Waffe. Gehen wir doch da mal in den öffentlichen Schlafsaal, den sie sich da hergerichtet haben. Und ich finde, für Apokalypse-Verhältnisse haben sie es hier doch eigentlich relativ gemütlich gemacht. Ich wette, es waren viele hier. Ja, das denke ich Leute, meine ich. Sieht so aus. Und noch ein Nachelbrett. Aber wir haben ja die Machete. Wir haben jetzt schon so viele von den Infizierten mit unserer Nahkampfmodifikation erwischt. Wobei ich mich frage, wie man das bei einer Machete hier kriegen will. Aber jo, meinetwegen. Da haben sie sogar noch Dusche gehabt. Und ja, da hat es einer wohl auch verwischt. Aber da haben sie auch Duschräume gehabt. Das finde ich eigentlich auch ein ziemlicher Luxus. Da haben sie sogar Dixies gehabt. Das ist ja auch absolut spitze. Hygienischer geht's eigentlich kaum. Bei einer Apokalypse. Das ist auf jeden Fall besser, als sich irgendwo ein Loch zu graben und noch Mittelalter-Manier da reinzuscheißen und dann Kalk drüber zu strehen. Also, für Teufel. Obwohl es relativ, ja, in der Kanalisation so unhygienisch zugeht, in Anführungszeichen, haben die Leute sich ja doch ziemlich hygienisch gemacht. Und da sogar Kinderstation. Wie in der Schule. Ja. Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Das sehe ich auch so. Das sind wirklich mal gute Leute gewesen seit Ewigkeiten. Zuerst die Hunter und dann so gute Leute jetzt mal erlebt, die leider gestorben sind. Da steht's nochmal Danny und ich, unsere Beschützer. Der Ich scheint wohl ein Glatzkopf gewesen zu sein, wenn man sich so anguckt. Ja, und der scheint wohl hier auch so eine Art Sheriff-Position übernommen zu haben. Dann gehen wir da mal hier durch. Und dann darf jetzt mal das Sam, unser erstes Räuberleiter, Opfer wäre. Aber ich finde, Joel ist zum Sam irgendwie netter als zu der Ellie. Das sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Na bitte. Gut gemacht. Die Ellie wird nicht so sehr gelobt, aber nee, der Sam ist schon ein cooler Typ. Und dann geht's jetzt weiter. Und wir werden wieder vereint, wie er Na hört. los. Joel, da sind sie! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Du!
Uah. Und im Rennen die Batterie gewechselt. Wir sind multitaskingfähig. Manometer. Ellie, geh weg von der Tür! Wir zusammen versuchen? Boah, müssen wir da durch. Probieren es zusammen. Aber es wird nichts. Er ist durchgekrochen! Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Der macht's richtig. Der denkt mit. Aber ich passe ja auf der auf, man weiß ja nie. Da rennen wir weiter. Na los! Wow, und da kommt jetzt die Endpassage hier von der Kanalisation. Und zwar hier über die zerstörte Bereiche. Ab am Kohleautomat durch. Und da durch. Da haben wir nochmal Gewehrmunition, nochmal Leverwaste-Dose, Schrotflinte-Munition und Molly und eine Nachtelbombe wäre auch parat. Laden wir erstmal das Ding hier noch. Da kommen wir nicht durch. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ja, Ich kann aber durch da das aber. Fenster. Super, das machen die schon. Und ich kann noch von der eins anderen machen. Seite auf. Ich kann was vorbereiten. Und zwar, viel Spaß beim Durchkommen, ihr Buber. Was ist mit dir? Die Nachtelbomben nehmen wir uns. Komm schon, los! Und wir warten, bis die Infizierte kommen. Bereiten hier schon mal alles schön vor für die. Da kommen sie schon, die Säckel. Achtung! Der ist bei euch. Und dann kommen sie erstmal hier durch, die Kerler. Noch ein Molly parat. Dann sollen sie mal kommen, die Buber. Ja, da brennen sie schon fröhlich. Die nächste Truppe wird auch schön empfangen. Oh Mann, da wird die Ecken Nachbomb getrennt. Na egal. Der brennt noch. Die brennen alle. Und da kommt noch einer. Den habe ich auch verwischt. Und dich kriege ich ab. Aber der ist auf. So verlieren wir keine Sekunden mehr. Los! Frische Luft! Ho. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ja, Danke für die Warnung auf der anderen Seite. ja, danke, du hast auf den Punkt gebracht, Ellie. Auf der anderen Seite wäre es auch schwer gewesen, das zu wissen, aber Wir sind wenigstens hätten sie so nochmal für Schutz Komm, gesorgt. na los! Boah, ihr liebe Leid. Ihr wisst gar nicht, wie mein Herz flattert. Aber an der Stelle Hey. mache ich jetzt mal einen Cut. Wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, Und wir sehen gerade uns. das schönste Erlebnis, aber Na, wir ja, haben's nee. geschafft. Aber wir sehen uns beim Ja. nächsten Mal. Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Da geht's ein bisschen entspannter weiter, nachdem das jetzt so ein krasser Part war. Also, freuen euch weiter hier, weil jetzt zu dem Part, wo wir kommen, wird's wirklich spannend. Aber das war jetzt mal seit langem wieder so ein richtiger Zitterpart für mich. Ich habe mich echt drauf gefreut, aber zugleich war es ziemlich übel für mich. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht und ihr habt euch wenigstens ein bisschen drüber lustig machen können, wie mir die Muffe geht. Machen's gut, ihr liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Yankee.